Guten Abend, die Damen und die Herren. Schon gedurcht haut erzählen ich ein bisschen über dem Herr Minister Bratzing Schwierigkeiten mit der Interpretation vom Droit, aber mit der Rechtsstaatlichkeit, was für den Justizminister schon eine außerordentliche Sache ist. Teilt in den Medien am Blick ja viel Kritik gegen den deutschen Justizminister, wenn es seine Regeln gegen das Internet, aber heute zu Lützeburg ist die Situation eigentlich noch nicht schlimm. Wir haben einen Justizminister, den Elementarprinzipien vom Droit nicht will kennen und sie nicht will respektieren. Ich erkläre mich. Den Droit penal, das ist ein großen Teil von unserem Gesetzeswerk, das ist ein Droit, den ein Komportement soll bestrafen, das als illegal vom Rechtswesen angesickert, von unseren Gesetzen und dann noch von den Gerichten. Wie viel das etwas als illegal kann gelten, muss es präzise am Gesetz stehen. Es kann nicht einfach gesagt gehen, irgendetwas Werkes, etwas Unbestimmtes als verboten und dafür gibt es eine Strafe. Nein, am Strafrecht muss genau bestimmt sein, was strafbar ist. Das ist ein Prinzip, den hat ein Träger schon in einer ganz ähnlichen Form, hängt zusammen mit einem allen Adage, es gibt keine Strafe, ohne Regel. Und aus einer früheren Neuzeit immer wo juristische Vierdenker betont gehen, ja, der Justizminister will nichts davon wissen. Wir hatten als Beispiel eine Debatte über die Meinungsfreiheit in der Chambre, wo der Herr Minister nicht folgt an der Chambre so, dass der Droit penal d'interpretation strikt ist. Das ist die unerkannte Formel am französischen Sprachraum, für eben zu sagen, dass am Droit penal, wo Leute bestraft gehen, findest etwas, nicht alles eben kann von der Gericht dezidiert gehen, ohne präzise Regeln. Das wollte der Minister nicht so. Ich habe darüber hin eine Question parlamentär gestellt für Schneiker gefragt, ob der Herr Minister dann der Meinung ist, dass ein Droit penal d'interpretation strikt ist. Auch das hat er nicht beantworten und ein ganz Werk Antwort geben. Bis, und das ist ganz interessant, der Conseil d'État ein Avis publiziert hat über sein Projet de loi über die Burka. Den Herr Minister Bratz hat ein ganz generöses Projet de loi wollen du proposieren, den du solche Frauen auf viele Plätze gegen erlauben, eine Burka anzudoen. Und der Conseil d'État hat sich an 5 Punkte formell opposiert und der Conseil d'État hat wirklich an seiner wie geschrieben, das was der Minister Bratz an der Chambre nicht vollzogen, le droit pénal est d'interprétation stricte. Kurz darauf ist der Minister Bratz auf das Radio gegangen und hat gesagt, ja, den droit penal muss präzise sein, es muss genau wissen, für was den angewandt wird oder nicht. Etwas, was er bei der Burka also feststellt, aber was er bei der Meinungsfreiheit nicht fährt. Und da könnte es, dass der Minister Bratz sagt, Burka wäre ein Teil von der Meinungsfreiheit. Ein geringer Minister, eine Partei, die sich für Jahre, in den 60er, 70er Jahren, wo sich behauptet, sie ging ausziehen, für die Frauenrechte zu verurteilen, für sie zu verteidigen, die bringt es nicht fertig, Burka zu verurteilen, und probiert all Mögliches für zu justifizieren, dass Frauen Burka undun. Das ist ein Kotau für den Islam, das ist ein Verzicht auf die Integration von den Frauen in Lützeburg, eine Akzeptation, dass die Frauen zum Teil gezwungen gehen, so Kleider umzudrehen, ein Sicherheitsrisiko für die Gesellschaft, weil die Frauen nicht identifiziert gehen oder die Personen, die eine Burka anhaben, also selbstverständlich eine Verhinderung von der Kommunikation mit den Mitmenschen durch Burka. Soweit als die Grüne Partei kommen. Ein ganz unsicheres Verhältnis zu elementaren rechtsstaatlichen Regeln an eine Verbeugung führen, denen die Burka hier im Land tolerieren. Nun geht es noch einen Schritt weiter und ich will die kurzen Ausflug an das Rechtswesen dummer abhalten. Ich habe bislang gesagt, der droit pénal est d'interprétation stricte, was am Gesetz steht, muss also strikt können interpretiert gehen. Aber der geringe Minister geht noch einen Schritt mehr weit. Es kommen immer mehr Begriffe an das Gesetz, die überhaupt keine klare Definition können haben. D'incitation à la haine als Beispiel davon, was ist denn Hass, wo fängt den an und so weiter und so fort. Da kommen wir noch auf einen anderen Rechtsbereich, an das Theorie du Genre, Gender-Theorie, die sich der Konträr ist von der wissenschaftlichen Approche, der abgeklärte wissenschaftliche Approche, die Geringe auch gerne für sich revendikieren. Die Gender-Theorie besteht daran, dass egal wie eine Person kann meinen, so, sie gegen sich als Mann fühlen und mit es als Frau, unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht. Wir haben also hier eine
Trennung zwischen der biologischer Wohlrecht, der Wissenschaft an enger rein abstrakter Konstruktion, wo Mensch wird Leute können behaupten, wo sich schwätzen wollen. Darüber können wir bei anderer Platz noch lang schwätzen. Mir wird interessant, dass das soll an also Code Penal kommen. Wenn die Identität du Genre, wenn also die selber erklärten Identität vom Mensch unabhängig von seiner biologischer Realität nicht will akzeptieren, die gegen sich strafbar machen am Diskriminationsparagraph, so wie der Minister Bratze will, ändern. Das heißt also, wir haben eine unsichere Applikation im Droit Penal, und wir haben immer mehr Begriffe am Droit Penal, die überhaupt keine klare Definition, keine Sicherheit mehr können bieten. Das ist auf jeden Fall gering Justizpolitik, und das ist eine, die wir nicht machen. Ich sage nicht merci für die Nachlauschtern. Es war ein bisschen eine komplizierte Materie, aber ganz wichtig für unseren Staat, weil wie kann ein Staat funktionieren, wo sein Rechtswesen nicht so verlässlich ist. Schönen Abend und vielmals merci.